Dit is de Breegradio CHPD 105.9 in Elmer, Ontario, met geschichten uit onze Jeschicht van George Rampel. Vandaag hebben we meer van wat we hebben schaffen geleerd en wat het geeft van het verlafenis geeft. Ik zie Herr Rampel en ik wens je een goede aanvang. Geschichten uit onze Geschicht nummer 4. Ditmaal vertellen we ons wat van wo we als Kinder en Jugend in de 1930er en 1940er Jahren in einem mennonitischen Dorf in Chihuahua, Mexiko, arbeiten leerden. Kinder mussten in einem mennonitischen Dorfsleben von jung an dort arbeiten lehren. Bei einem Dorfsleben in unsere Kinder- und Jugendjahren mussten auch alle Kinder von sehr jung an Pünktlichkeit in Arbeit lehren. Ich erinnere mich daran, dass wir als Schuljunges pünktlich besorgen helfen mussten. Während der Schulzeit meistens nicht zu morgens, aber jeden Abend. Wir mussten der Heinervater ein Wasser geben. Wir mussten, zoals wir dort damals nannten, de Eier uitnemen. Wir mussten die Kalber tränken und Futter geben. Wir mussten manchmal mit einem Hammer auf einem Stein Knirkes schlagen für die Heiner. Dort wurden bei uns nicht mal all die Knirkes vom Etenmerken geholt, aber manchmal wurden auch die Knirkes von krepierte Pferden Rinder für diesen zweiten Haus geholt. Die Heiner wären so sehr hingeran nur die zwei geschlagenen Knirkes, dass sie die manchmal so dicht bei dem Hammer wegzuschnappen versuchten, dass wir die dabei auf ihrem Schnabel trafen. Wir mussten manchmal sogar dort Rindvieh besorgen. Das heißt, wir mussten die Maltje am Stall eine Sedereit merken und hernehmen und anbringen, sodass die Merkes die Beinen malchen können. Und dann, wenn das Büten schimmer wird und die Enten nicht vom Entenpuddel weich und an den Stall hineingehen wollen, dann muss wir die von dort weich holen und an den Heinerstall hineinjagen und die der zu merken. Aber nu erst ein Geschichtchen von was 1943 bei unserem Entenpuddel passiert. Das wir 1942 am Horst, gleich als Bruder Abraham und seine Frau Helena Peters bei uns wären und wir Junges bewunderten ihren kleinen Jung. Die wir noch nicht einmal ein Jahr alt und können all gehen und können auch all viele Wert sein. Und wir hatten eine große Herde kleine Entjes, wo das kleine Jung mit großem Interesse beobachtet, als sie die in unserem Entenpuddel schwammen sah. Uns Junges, die wir die Entjes immer beobachten können, uns interessiert das an diesem Tag viel mehr zu beobachten, wo das kleine Neffe, so als man manchmal sagt, sich nicht zu loten wisst. Er lädt sich auf sein Bockje Hahn, stund weiter ab und lädt sich weiter Hahn und bleibt dabei beim Sagen, Pila Bohn, Pila Bohn. Das meint, der Entje steht im Boden. Und nu war der Trägt noch, wo wir all als Kinder arbeiten lehren mussten. Am Sonnabend oder manchmal auch an einem anderen Tag, nach der Schule, mussten wir Schuljunges, so als wir dort nannten, den Kuhstall ausmisten. Und wir mussten den Kuhmast so wie Feuerzoll dick verschmieren. Und wenn der Dreh genug geworden wäre dort, dann mussten wir den an einem anderen Sonnabend oder an einem anderen Novasper so mit dem gleichen Spodum durchstecken, dass dort ungefähr 8 bei 8 solche Stecker gibt. Und wenn diese Maststecker, wir nannten die Mastsoden, ganz gedreht wären, dann mussten wir die abfliehen. Diese Mastsoden dienten und es steht Brennholz als Brennstoff. In Kanada hatten unsere Eltern und Großeltern ganze Masthypes zu Mastsoden
top geprast en am Winter gebruikt om ihre Häuser am langen, kalten Winter warm zu halten. Bei dem Steinbach Museum in Manitoba haben die Mennoniten noch eine so eine alte Mastzodenpraß und damit wird da an bestimmte Sommerdau für die viele Jahre gedemonstriert, wo man früher die Mastzoden gemerkt hat. Manchmal mussten wir auch mit den größeren Geschwistern Taub Doppelboxen voll Kohlmast Taub lesen auf der Weitstab, wo er auch aus Brennstoff dient. Besonders unter den Meergruppen am Waschtag, um dort viele Water zu merken, was es für die große Familie ihre Wasch braucht. Bei vielen Familien in Mexiko malchen bloß die Mädchen, aber bei uns mussten auch die Jungs bei Malchen helfen. Und als ich ein bisschen älter wurde, ich war noch mal 13 Jahre, da musste ich auch dort Malchen lernen und lang immer bei Malchen helfen. Unsere Mutter sagt manchmal so, die Jungs sollen rechtmäßig alle auch dort Malchen gelehrt haben, so dort, wenn sie erst befreit oder verehelicht sein wurden, und ihre frühes Mal nicht wurden Malchen kennen, dort sei dort dann verstanden und donen wurden. Ein nu Wort von einem Verlafnis. Was ist ein Verlafnis? Was passiert traditionellerweise in unseren Kinder- und Jugendjahren und auch later noch in einem Dorf in Mexiko, wenn dort wo Verlafnis geben soll? Wenn dort, so als unsere Vorderstadt manchmal nannten, wo Blumenmaus geben soll? Und was passiert dann an dem Verlafnistag oder ab einem Verlafnisfast? Und was passiert an den sogenannten Brütlitzwerk und so weiter. Wenn ein Jung und ein Mädchen sich in Chihuahua in einem Dorf befreien oder verehelichen wollen in unsere Kinder- und Jugendjahren, dann wird das ganze Dorf dort meistens all eier dort verleibte Paar Verlafnis bereit hat. Und der ganze Prozess vom Verlafnismerken wählen muss so angefangen werden. Das verleibte Paar muss, wenn sie sich verehelichen wollen, das allererste, so es dort bei uns genannt wird, Verlafnis bereden. Das heißt, am Sonntagabend, vor dem Verlafniswerk, muss das verleibte Paar bei dem Mädchen ihre Eltern an der großen Stube hingehen, und da muss der Jung dort Mädchen ihre Eltern noch Freiheit fragen, ihre Tochter freien zu dürfen. Das wäre bei uns so die damalige Mode. Das wäre vielleicht bloß eine Formalität, wie es doch allemal wisst, dass die Eltern nicht näher sein würden zu dem Jung seine Frau, auf er mit Freiheit ihre Tochter freien darf. Aber das muss doch das erste passieren. Und dann, wenn das Mädchen und der Jung verlafnisbereit halten, mit dem Mädchen ihre Eltern, dann schreibt das Mädchen ihr Vater am folgenden Montag entweder selbst den Verlafnungsanladungsbrief oder er lässt die von einem Schullehrer schreiben. Ich habe in meinen 14 Jahren, was ich dort als Schullehrer gedient habe, viele Verlafnungsanladungsbriefe schreiben gemusst für so eine Vaters, wo er selbst nicht sehr gut schreiben können. Am Dienstag oder Mittwoch werden diese Verlafnungsanladungsbriefe dann uitgeschickt. Meistens wird die Namenliste von Freunden und Verwandten, die zum Verlafnis eingeladen worden sollen, durch diese Brief auf der Hinterseite von diesem Anladungsbrief so uitgeschrieben, dass die eine Brief dort halbe Dorf, meistens an eine Seedorf, von Nober zu Nober, von einem Eng bei dem anderen Eng, der Länge geschickt worden soll. Und der letzte Nober muss den Brief dann nur einem Freund oder Verwandten, nur dem Mädchen oder von dem Jungen an einem anderen Dorf anbringen. Und dann immer so wieder nur Verwandten, Freund an andere Dörfer an der Kolonie. Und an dem zweiten Einladungsbrief wird diese Namenliste uitgeschrieben
dat aan de andere zijde van dorp van Noba tot Noba geschickt wordt, om aan alle aan te laden. En waar moest de laatste Noba den brief naar een vriend oder Verwandten brengen am nächsten dorp en zo wieder. De kleine buggy met wonem een brigom met zijn bruidtaub en de zogenaamde bruidlietsweg spazieren voeren wil, die moest schmakblank uitzijnen. En während de weg, want to zijn verlafenis uitgemerkt wordt, zag de jong, die de brigom worden wil dan ook, dat de buggy op het schmakste gefoft wordt. En dat merkje, want om ze nog een bruid worden wil, hoort al aanvangswerk met ihre Geschwistertaub ihren Verhof, Schmackereien en zo wieder. En dan, wanneer dat om donderdag geen avond wordt, dan druwen bij alle dorpsnobers entweder ihre Kinder, wo Kinder wären, oder de Frühe selbst, malt in Butter oder malt in Schmand, nur die Lied han, wo dat Verlafnis geben soll. Diese Malt, Butter en Schmalt geben de Nobers umsonst doorhaan, om vrijdagmorgen den Tweebacksteg merken. Alle Nobers bedeelden zich vrijwillig aan dat rijmerken van een zogenaamden gastgebad. En dan om vrijdagmorgen, dan gingen de merkers met grote bakkommen onder ihre armslengte gas naar de stad gaan, wo dat verlafenis geven zal. En daar helpen deze merkers alle top den deeg voor de vele grote tweebak, de kleine tweebakjes, de bans en de kringel, wonen voor de verlafenismaaltijden gebakt worden zullen. En dan, wanneer de deeg voordig weer, dan zaten de merkers, ze worden deegkneder genaamd, de grote kommen vol deeg op een grote buggy hingen en buggybaksen aan, spreiden lerkes doorheen, spanden een piet voor den buggy, en dan zaten twee merkers zich en de buggy zetten aan, en voeren van Noba tot Noba dat ganze dorp rond en leiden bij jeder Noba früh wat van dem deeg. Bij zo'n lied, wo grote merkers wären, daar leiden ze een beetje meer, en wo niet merkers wären, een beetje weniger daarvan. En dan bakten alle Noba frühers en ihre merkers van dem aangebrachten deeg entweder kleine Tweebakjes oder Kringel, oder manchmal ook wat van beides. En dan, nog vastbaar, wanneer alle frühers en merkers deze Tweebakjes en Kringel schmak gebakt hadden, ik geloof, jeder frühe merker wil de schmakste Tweebakjes en Kringel gemerkt hebben, dan druwen ze die naar de stad gaan, wo dat om kommenden zin nog een verlafenis geven zal. Während am Freitagnachmittag am ganzen dorp de Tweebakjes en Kringel zum verlafenis vast gebakt en naar dem verlafenisplatz aangebracht worden, dan kirkten atelje frühers en merkers bij die lied, wo dat verlafenis geven zal, einen groten meergropen vol rundvlees en ook einen meergropen vol plummenmaus en bakten door al die grote tweebak oder bultje voor de middag en ovenkost maaltijden om verlafenisdag en merken door ook allerhand andere zaken rijden voor de verlafenisdag, zodat zij om zonavond zum morgens schwind al het eten worden rijden kunnen en zo wieder. Meubelvieren uitspannen. Entweder de vader van de merke, wo een verlafenis hebben wil, oder ihre Brüder sorgten dafür, dat voor den verlafenisdag Meubelvierer doorzenden worden om de Deschen, Bänken en Steiler uit dem ganzen dorp te opholen en ook uitspannen wanneer de verlafenis juist erepiert, wanneer die aangekomen zijn worden, uitspannen en vouderen zullen. En dan, wanneer om zonavond de morgen aangebroken weer en alles tijdig bezorgd worden weer op dem hof, wo dat verlafenis aan dem dag zijn zal, dan riemden vader en zeens met atelje nobers, mannen en jongens taub, al ihre woonstoven ladig en droegen al ihre baden, commodes en shops en ihre spikker oder maschinenschappen aan, om in ihre woonstoven genoeg ruim te maken, dat verlafenis afholen te kunnen. En de bruid ihre moeder kookt om verlafenisdag voor 's morgens met noberfrühs taub den komstborst
van de Fleischsuppe vom Rindfleischkirken am Ferien noch wasbar. En mirken nog schwend al het andere eten ganz reit voor de middagsmaaltijd. En während de mannen en de jongens, de vrouwen en de meisjes alles zum verlaafnis rijden voeren de meubelvierer 3 oder 4 van 17 bis 20 jarige jongens met 2 pieden herbergswerven dat dorp van nober te nober rond en holden de daschen, banken en steiler, wonen jeder nober al buiten voor zijn huis voor een rijdt gestald had en brachten die dan naar dem verlaafnisplatz aan. Meestens moesten de meubelvierer 2 voeren opholen. En wanneer een over zijn meubel niet getekend werden, dan schrijven de meubelvierer zijn namen daar op. Zo schwend als de meubelvierer met de meubelen aangekomen waren, stelden de mannen 2 schmakkensteilen aan de bruidliedstoof aan voor de bruidlied en zaten ook banken en steilen aan deze stoven aan voor jugendliche vrienden en verwandten om ook door binnen zetten te kunnen. En wanneer het tijd werd middag te eten, dan droegen mannen en jongens genoeg taschen, banken en steilen aan de woonstoven aan en stelden die daar binnen aan voor de ingeladene verlaafnisgast van wieder af en voor nieuwe vrienden en verwandten am dorp, wonen ook tot de middagsmaaltijd ingeladen werden zum middageten rijden. De dorpsnobers en de vrienden en verwandten uit de noodste dorpen kwamen meestens maar namiddag zum verlaafnis. Aber de noodste nobers en de noodste verwandten en vrienden am dorp werden meestens ook ingeladen, al tot de middagsmaaltijd aan te komen. En de verwandten van wieder af kwamen zelfverständlicherwijs ook al tot middag aan. Wanneer de dorpse lied namiddag zum verlaafnis kwamen, meestens te gonen, dan brachten vele vrouwen feiertassen en wat dasgeschirr met, om zeker te merken dat er genoeg geschirr en tassen zijn worden. Wanneer de verlaafnisgast van andere dorpen aanvangen te komen, dan moesten de uitspannen 4 oder 6, meestens zo'n 13 bis 15 jarige jongens, immer 2 en 2 taub, daar buiten voor de rijd zijn, om de aangekomene gast pier uitspannen en den stallen aanbrengen en voeder geven. Wanneer de stal op de verlaafnis steed vol geworden weer, dan moesten de uitspanner de eeuwige gast vortige nemen en de pier bij de nobers am stal brengen en doorvoederen. De bruid weer aan ihrem verlaafnisdag al tidig vermiddag rijdt voor ihren Brigom. Ihre Mutter oder Schwester hat haar Schmack gekampt en geholpen sicher te merken dat Bruidskleid richtig gestohlen wurde und so wieder. En am verlaafnisdag droeg de bruid traditionellerwijs een brunet Kleid. Hier moet we voor dit Mal wieder aufbreken. Nächstes Mal noch mehr von was an einem mennonitischen Dorf in Chihuahua auf einem Verlaufnisdag passiert. Was nächstes Mal.